Herzlich willkommen zu der 4. Folge von Viral Near Mint, einem Musikformat, wo wir miteinander zusammen über Musikalben reden. Wie immer mit mir, Matteo, mit meinem Co-Host Elia und unserem heutigen Gast, Marc. Hallo zusammen. Guten Ciao, Abend mittlerweile. Genau, merci, darf ich da sein? Der Marc ist Musiker bzw. Rapper. Wir machen ab und zu zusammen Musik. Wir haben schon 2 EPs zusammen gemacht. Hat aber selber andere Projekte auch noch. Hört doch mal rein, es ist auf jeden Fall verlinkt. Merci. So viel zu der Werbung von deiner Seite. Du hast uns Getränk mitgebracht. Ja, richtig. Ich habe mich im Vorfeld von diesem Podcast, also von diesen Aufnahmen schulen und ihr habt gesagt, dass es so ein Ding ist, dass jeder ein Getränk mitbringt oder jede Gästin. Und ich habe so ein bisschen zuerst so gefunden, ihr habt gefragt, was du trinkst. Und ich habe so gemacht, ja, Wasser, ist okay. Und dann hat der Elias so gesagt, ja, es ist schon cool, aber wir müssen echt möglichst gut können andingseln. Und dann habe ich so gefunden, ich möchte schon noch etwas Spezielleres mitbringen. Ist sicher auch nicht das Exklusivste, was es je hat gegeben, aber es ist etwas, was ich sehr, sehr gerne habe. Nämlich Gazosa. Und ich finde, es soll sich beim Trinken ein bisschen anfühlen wie Ferien. Und das macht es mindestens für mich, ich hoffe für euch auch. So ein bisschen wie ein Zürichmann in Bern. Richtig. Gut. Wir haben ja noch Flavors rausgelesen. Du hast, glaube ich, Zitron, Ja, wahrscheinlich. du hast Orange Mhm. und ja, irgendwelche Beere. Mandarino. Und jetzt für einen ASMR-Teil vom Podcast. Genau. Richtig. Holy. Jo! Ja. Das ist sicher richtig unangenehm zum Hören gerade. Hast du das gerade kaputt gesprengt? Ja, das hat jetzt nicht erwartet, aber Sollen wir anstoßen? Zum Wohl. Hey, jetzt mal, vielen Dank. oh, merci vielmals für die Einladung. Wieder gern. Thanks for having me. Sorry für das Offen, Matteo. Das ist okay. Also, vielleicht mal dazu, was für ein Album das wir besprechen. Elia, das ist normalerweise dein Part, sobald du fertig getrunken hast. Genau. Wir besprechen heute das Album von einem Künstler, wo wieder ein bisschen Matteo seinem Herz sehr nachwohnt. Nämlich Makis. Die 0. Folge geschaut haben, wissen, dass es so ein bisschen einer der Top-Artists ist von dir. Der Top-Artist. Der Top-Artist. Voll. Aber ich finde es auch relativ cooles Album. Und nämlich hat er im 2021 Pool rausgebracht und jetzt im 2022 das Pool Refill, wo eigentlich nochmal neue Tracks drauf sind. Also ein paar Tracks sind vom alten Album übernommen worden und ein paar Tracks sind neu und ein paar Tracks sind einfach neu interpretiert mit Features und so. Hier hinten sieht man noch die alte Platte, das neue Cover ist eigentlich ähnlich, einfach mit weiß. Genau, mit weißem Hintergrund. Es sind 11 Songs. Spielzeit um 36 oder 39 Minuten. Und das rum. Eins von beiden, keine Ahnung. Wird schon stimmen, sonst blenden wir sie irgendwo. Genau, schon Stationen wieder einblenden. Voll. Und ist aus Deutschland. Wenn wir darüber reden, wie absurd viel Musik der Makis gerade veröffentlicht. Genau. Es So. ist das 12. Album, glaube ich sogar. Also, wenn man jetzt alle Projekte dazu nimmt, nicht nur die Solo-Projekte. Hast du Orsons auch dazu? Nein, ich habe Orsons nicht dazu. Kommt noch dazu. Ich habe aber irgendwie, weißt du, so, es sind ja nicht alle Solo-Alben. Genau, ja. Aber zum Beispiel Pool habe ich jetzt nur einmal gezählt, aber das Exclusive Tape habe ich auch dazu genommen und so. Und dann sind es, glaube ich, auf Spotify so 12 Alben aufgelistet. Und Instrumental-Alben habe ich auch nicht reingenommen, natürlich. Ist das mit diesen Radios-Kits, gell, das Exclusive Tape? Oder nicht? Ja, genau. Also er hat ja wie so Voll. für die Ankündigung von den Singles letztes Jahr hat er wie auf Instagram oder in den Radios hat er so Exclusives gedroppt und das einfach noch als Album zusammengefasst und zum Teil neu aufgenommen und so. Das finde ich hart, finde ich wirklich richtig cool. Ja, mega. Das Ja. ist- Aber vor allem, ja, kann man mal machen, so viel auf einmal droppen und jetzt eben irgendwie noch mal das Album quasi mit eben 2, 3 Songs, die so belassen sind, plus jetzt halt einfach Songs nochmal neu interpretiert mit wirklich geilen Features drauf so und dann so 2, 3 nochmal neue Songs, die es so noch nicht gibt. So. Ja, da gehen wir doch gerade rein, oder? Hat ich gesagt. Ich würde sagen. Der erste Song ist schon auf dem alten Album drauf gewesen. Damals an zweiter Stelle, jetzt an erster Stelle. Und nämlich ist es Stoik und Granadeta. Und
Voll ist der kürzeste Song, wenn man das Skit wegrechnet. Ja, das gibt es ja nicht wirklich ein Song. Ja. Genau, Das und es ist mit, ich glaube, es ist ein bisschen mehr als 2 Minuten, ein bisschen weniger als 3 Minuten. So. ist mir gar nicht aufgefallen, dass das so kurz ist, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, es wenig teilt, durch das wirkt er auch gar nicht so kurz. Sind die Songs nicht grundsätzlich nicht lang? Das Korrigiert mich. Das stimmt. Also ich weiß nicht, es hat Ich sicher habe auch den längere längsten Song, drauf, glaube ich, auch noch aufgeschrieben, aber Ja. das ist Der eine ist mega lang, der zweite, glaube ich, ist ja, ist 4 4 Minuten oder so. Ja. 4,43. Das ist schon extrem, fast extrem lang für heutige Streaming-Verhältnisse. Aber ja, ich würde Voll. sagen, es kommt darauf an, mit was du vergleichst. Ja, So, ja. in der modernen Zeit ist es 4, irgendwas ist sehr lang. habe ich das Gefühl. Voll. Hey, können wir darüber reden, über diesen Song? Habt ihr das Video gesehen? Natürlich. Ist das Model im Video, das ist nicht die Feature-Artistin, die die Backings singt, gell? Nein, das ist eine Schauspielerin, Finde die... ich recht cool. Voll, sie ist glaube ich meinte, in allen Videos zu Pool ist sie dabei und glaube bei den alten Alben zum Teil auch schon. Okay. Das ist so. Weil ich habe das Video geschaut im Vorfeld und ich musste sagen, es ist mega so, es ist recht so künstlerisch gemacht schon. Nur wie sie so reinkommt, sie kommt so mit ihren Beinen über seine Schultern drüber Ja. und er hockt dann so basically mit dem Kopf in ihrem Schoß oder zwischen ihren Beinen so und es ist echt so, sie kommt so von oben und so einnehmend und recht echt, ich habe es noch einen coolen Auftritt gefunden. So. Sehr künstlerisch, aber ich habe mir auch aufgeschrieben, so, es ist so hart an der Grenze zu, ist es noch Kunst oder ist es schon Wahnsinn? Echt rein das Video. Das Video. Voll. Es ist sehr artsy. Und ich glaube, es ist ein One-Take und es gibt glaube auch noch so eine Alternativversion auf YouTube, wo dann der andere Take auch noch siehst. Ja. Irgendwo. Voll. Zum Song selber. Ja, ich finde es auch. Ich habe es im alten Album schon geil gefunden, aber ich finde, es eignet sich auch gut als Einstieg. Es eignet sich Mega, auch gut ja. als erster Song. Und es weckt einem so ein bisschen. Und es zeigt so ein bisschen, ja, das Album ist da, läuft, treibt vorwärts. Die Hook ist irgendwie auch etwas, was zum Mitsingen anregt und so. Und es zieht einem schön rein. Habe ich das Gefühl. Was ich geil finde, ist, es gibt so eine Line und hören gemeinsam Trio oder so. Und das Aha ist ja gesampelt von einem Trio-Song. Also Voll. es ist so. Wow, das ist nicht Wissen, was mir fehlt. Ja. Das ist cool. Ich habe mir auch aufgeschrieben, ich finde es recht einen coolen Einstieg ins Album, weil es, glaube ich, so das Gesamtbild vom Sound, das das Album repräsentiert, recht gut widerspiegelt. So. Also, es ist jetzt nicht so, ich habe schon andere Alben gehört, wo ich so das Intro ultra habe gefunden und dann das Album war eher lame gewesen, so. Und hier ist es wie so, sicher sehr so repräsentativ. Und ich habe mir auch so eine Stelle aufgeschrieben beim Hören. Sie macht einisch so, du mich auch. Und dann er so, ja, du mich auch. So beiläufig. Und dann kommt so, wirklich mehr so nebenbei so reingesagt, nicht wirklich gerappt oder gesungen oder was. Und dann kommt so hart der Beat rein. Ja, Und voll. das habe ich sehr gerne gehabt. Es sind allgemein so viele geile kleine Details drin. Also zum Teil, es gibt ja den einen Teil so Mon Dieu und nachher gibt es noch so ein Oh Lord, was so Ja. völlig abgekackt ist, aber einfach so drin gelassen worden ist und so Sachen macht es Huren aus irgendwie. Voll. Ich habe nicht gedacht, dass wir das bei diesem Song schon thematisieren, aber ich finde es allgemein so, er macht mega so detailliebe Musik. Und ich habe sicher bei etwa 2 oder 3 anderen Songs noch so wirklich so Beispiele rausgeschrieben, wo man das mega merkt. So. Total. Es ist so, nichts, was auf seinen Songs passiert, ist echt Zufall. Voll, Ja. Und die Zweisprachigkeit ist ja auch in dem 1, 2, 1, 2. Also Oh, es ist ja, ja. es zieht sich ja durch den ganzen Song durch. Es ist ja nicht einfach das Motiv, so ja komm, dann machen wir jetzt mal 2 Sprachen. Sondern es ist konzeptuell. Und auch nur schon, dass man irgendwie den Entscheid fällt, so 2 Stimmen zu brauchen. Also irgendwie finde ich geil umgesetzt. Ja, und auch sonst soundtechnisch so vom Instrumental her, es ist so, es tönt nicht wie der 0815 Mainstream Deutschrap momentan. Ja, also fix nicht mal nicht. fast. Ja. So. Cool. Es ist hure eigen, also das ganze Album an sich. So. Auf einem Song, dünkt es mir, haben sie es ein bisschen probiert. Mhm. Aber auf Ja, den kommen wir dann habe ich schon auch. noch zurück. Bin gespannt. Ich habe einfach noch etwas gemacht bei der Vorbereitung. Ich habe versucht, weil ich würde sagen, wenn ich Musik höre, höre ich sicher eher so am Text fokussiert. So das Gegenteil von dir. Du bist ich habe die erste voll. Ausgabe von einem Podcast geschaut und gelost und auch so gehört, so, du bist so voll auf der musikalischen Ebene. Also
Nicht, dass wir uns jetzt heute das erste Mal würden sehen und dass wir das völlig fremd Ja, wären. klar. Wie, es unterstreicht es nochmal. Und darum habe ich wie gefunden, ich mache so ein bisschen den lyrischen Gegenpol und ich habe bei jedem Song wie meine Lieblingsline rausgeschrieben. Das ist Wenn cool. das easy ist, Hure gut, ja. würde ich es Ja, ja. auch sagen. Ich muss halt ab und zu ein bisschen auf mein Blatt schillen, weil ich es nicht im Kopf habe. Ja, ich habe mir das bei gewissen Sachen auch gemacht. Ja. Aber einfach dort, was mir aufgefallen Ja. ist. Darf ich das Blatt führen? Und ich glaube, so, was muss Natürlich. ich dann noch mal sagen, wir haben ja auch wie immer wieder Top 3 definiert. Stimmt. Und ich habe, aber wie gesagt, das ist einer von meinen Favorites vom alten Album, aber ich habe ihn extra nicht reingenommen, weil ich das Gefühl hatte, ich bin ein bisschen biased bei den alten Songs, weil ich die schon irgendwie lieb gewonnen habe. Und aufgrund dessen einfach gesagt, sogar ich nehme jetzt nur neue oder einfach neu gefeatured rein und die eigentlich unbelassen übernommen worden sind, die lasse ich mal außen vor. Sonst wäre es, glaube ich, Top 2. Ja, same. Vor allem, ich finde so, die besten Songs, also die Songs, die so unverändert jetzt auf Refill gelandet sind, sind auch bei meinen Favorites vom alten Album dabei gewesen. Also es ist so, ja, irgendwie wäre es dann wie so ein bisschen langweilig gewesen. Ich muss an dieser Stelle zu mir sagen, ich habe halt wie das Album nicht gelost. So. Oder ich muss nicht bewusst als ganzes Album. Also, ja, das erste. Außer die Songs, die ich dir immer geschickt habe. Ja, So, genau, ist genau. voll So. geil. Aber sonst so mit dem ja, erst mit dem Refill habe ich es wie als ganzes Album anfangen lassen. So. Ja, hat jemand noch etwas zum Ersten? Dann würde ich darum sonst mit dem Lieblingszitat abschließen. Nein. Hier ist meine Lieblingsline: Scheiß auf Vorspiel, wie wär's mit dem Quickie, ey? Ich häng an dir, du hängst am Handy. Finde ich echt so die Doppeldeutung von hängen genommen und so. Sehr schön. Ja, und auch später noch das ich hänge an dir, du hängst am Abgrund. Oder nein, du hängst an mir, ich hänge am Abgrund. Irgend so. Ja, Ja, nochmal so ja. umdreht. Ja, Ja, voll. ja. Sehr coole Sache. Also allgemein, ich finde so, lyrisch ist Mackes. Ich weiss, ich bin wirklich biased und ein kleiner Fanboy, aber lyrisch ist Mackes schon etwas vom krassesten, was es, glaube ich, in Deutschrap gibt. So. Wir bekommen uns da später dann noch in die Haare. Nein. Okay! nein. Aber ich glaube, ich weiss, was der Mensch. Aber ich habe dort auch noch so, vereinzelt bei Songs habe ich wie eine Gegenposition eingenommen. Aber Okay. wir kommen drauf Einfach zurück. nur für den Beat. Es wird spannend. Nein, no so. Also. Sehr gut, ja. Dann würde ich sagen, stabiler Einstieg und weiter zum nächsten Song, wo ein neuer Song ist, so auf dem Album, wo in keiner Form auf dem Pool-Album letztes Jahr drauf war. Money. Money oder Money. Money oder ja. Also es ist Muni geschrieben, was so der Urnenbegriff ist für einen Stier. ich bin auch sehr verwirrt. Ich habe auch an dir gedacht. Aber ich nehme nicht an, dass es in Deutschland so verbreitet ist. Und es ist, glaube ich, eher im Kontext von Money gemeint. Also voll. Wahrscheinlich. Wenn man ziemlich hört, sicher, oder? hört, Ja, über was er natürlich. rappt, so, Ja, dann er offensichtlich. meint Geld. Und es wird auch so ausgedrückt. Also Mhm. das Wort wird auch so ausgesprochen. Genau. Voll. Ich habe mir aufgeschrieben, ich finde ihn modern, irgendwie geil. So der Mix zwischen, das ist meine Sprache, ich weiss, es hat Wertung drin, aber es ist echt meine Art, wie ich es beschreibe. So der Mix zwischen grusig und schön finde ich ultra spannend. Du weißt so, ich glaube, so, sie wissen schon, was sie machen mit diesen harten, überschlagenden Parts und gleichzeitig nach so diesen la Parts von ihm, wo wieder schön sind für mich. So. Voll. Und das finde ich wie spannend. Ich hätte Ja, können wetten, okay. du findest den Song scheiße. Das hast, ja. Ich habe mir dann aufgeschrieben, lyricsmäßig hat er sich nicht unbedingt übertan. Das ist sehr politisch korrekt. Qualitativ zurückhaltend. Ja, aber gleichzeitig, es hat immer wieder spannendes Zeug drin. Und ich glaube auch, vielleicht ist das wie so eins von diesen Alben, ich müsste mir das ein bisschen repetitiv geben, für dass es wieder den Weg in mein Herz noch mehr findet. Weißt du, so, weil es würde ja auch nie langweilig werden. Durch das, dass es eben so spannend ist. Also, ein Ding, das ich mir aufgeschrieben habe, ist so die Purple Rain Persiflage, die so mit drin kommt. So, das ist schon cool. Das Ja, ist ich schon stelle cool. mir, so ein Song live ist sicher auch geil. Ja. Also mit Purple Rain habe ich mich nicht so anfreunden. Also am Anfang kommt er zweimal, oder? Ja, also nach dem ersten Mal macht er so, mach es weg. Und dann kommt so Gitarre Ja. und singt er so über seinen Vater, der nicht viel hat kann. Voll. So. Ja, Und das, also sorry. Sehr geil. Das ist Sehr, sehr wirklich geil. cool. Das ist sehr, Sehr cool. geil. Aber es ist wie, ich habe dort dann auch ein bisschen Mühe, weil ich Teil-Parts oder Teil-Sachen dann lieber gewonnen habe als andere Parts vom Song. Und es scheisst mich dann an, wenn der Wechsel kommt. Weißt du, wenn das Gitarre-Ding, was so sehr blut ist, das finde ich super. Und
ja, nein, irgendwann kommt es wieder grusig. Geht es wieder in das Muni-Ding rein, wo es wieder so völlig überschlägt und so. Und das ist dann halt, ja, dort bin ich vielleicht zu unflexibel. Also wenn dir das Gitti-Ding gefällt, solltest du wirklich mal Pool anhören. Der erste Song «Mauern» ist genau so in dem Gitti-Ding Voll. drin. Ja, das musst du mal geben. Das ist von dem, was sie hier den Remix drauf gepackt haben. Ja, genau. Ja. Ja. So kann man auch noch. Ja, und ich finde auch, also er fährt ja sehr unscheinbar an. Und man hat das Gefühl, ja, da könnte noch etwas kommen. So, man erahnt so ein bisschen so, ja, da könnte es noch schmettern. Und es schmettert. Und dann eben so der Purple Rain Teil hat mich am Anfang relativ irritiert. Den Guitar Break habe ich easy geil gefunden. Und dann gibt es eine Modulation, glaube ich. Respektive Halbton Absim. Das ist dann Die Schlagermodulation. Das bin auch nicht ich. Nein, ja. Und irgendwie hat mir dann das Purple Rain Ding in der neuen Tonart besser gefallen, weil, so ein bisschen, weil der Effekt halt von dem Aufmodulieren mitgenommen worden ist und dort die Phrase besser zur Geltung kommt, habe ich das Gefühl. Oder das Element einfach besser zur Geltung kommt. Also nochmal schnell für Nicht-Musiker. Es ist echt schneller geworden. Nein, es Oder ist höher geworden. Es ist Aha, höher geworden. okay. Ja, genau. Ja, das kann sein. Und dann am Schluss gibt es, glaube ich, so einen Beat-Change. Hey, ich habe mir nur aufgeschrieben, den Schluss finde ich ganz schlimm. Schon? Ja. Was? Ja. Okay. Aber Am Schluss gibt es noch so einen Beat-Change, es wird, glaube ich, langsamer. Und so ein bisschen mehr Halftime, ich weiß nicht, vielleicht. Mhm. Das gar nicht Und präsent. dann ist das mit der abgepitchten Stimme, die am Schluss noch kommt. Ja. ja, ich glaube schon, ja. Finde ich auch ein bisschen, ja. Ich finde es aber irgendwie noch ein geiles Element. Es hat mich so ein bisschen amerikanische Hip-Hop auch erinnert, wo viel... Also So das ich glaub, A$AP-Zeugs und so. ja, so Travis Scott und Drake und Ja. so, die Sachen machen das ja, glaube ich, die ganze Zeit irgendwie. Die haben dann 3 Die Beats in einem Song drin und so. Sicko Mode, nein, keine Ahnung. Aber, Ja. und dort habe ich irgendwie ein Element noch cool gefunden. Aber ich finde es schon auch noch spannend, wenn jetzt irgendwie man auch in einen Song mehrere Beats kann reinhauen kann und irgendwie mehrere musikalische Elemente drin hat. Aber ich finde es dann auch schade, wenn irgendwie dann ein Beat zu wenig Platz hat, um sich auszudrücken. So. Das ist aber im Fall, ich glaube, die moderne Rap-Musik ist so ein bisschen verschwenderischer geworden, was Beats angeht. So. Und dort habe ich ein bisschen Mühe, weil ich wie finde, es schießt mich dann an, wenn einer richtig geil ist. Ja, voll. Und dann ist es nur so ein 30-Sekunden-Teil. Voll. Finde ich so, ja, Kollege, rap doch 1,5 Minuten über den, mindestens. Voll. So. Ja. Aber einer der geilsten Beat-Changes kürzlich finde ich von Kendrick und vom Baby Keem, die Family Ties. Habe ich im Fall nicht gelost. Nicht. I don't know what you're talking about. Und dort finde ich es ein Kendrick fake sollte man aber geiles schon Element. hören. Ja. Und es ist so, ich finde Beat-Change ist, wie bei vielen musikalischen Elementen, so, wenn du es gut machst, ist es geil, wenn du es nicht gut machst, dann halt nicht. Aber eben, es hat sich recht, es hat recht Ja. Einzug gehalten. Voll. Wenn du so denkst, vor 10 Jahren hat das etwa noch, oder hat es noch nicht so viel gemacht, wie es jetzt echt gang und gäbe ist. Wollen wir abschweifen? Ich kann noch, lieber Okay, nicht, gut, aber nein, ich habe also. ich habe noch einen letzten Einwurf, dass der Purple Rain Teil ist vom Cast und, Ja. und der ist von den Orsons. Ich wollte Einfach so. fragen, okay. wer das singt, weil ich höre die Features nicht raus. Also, Ich Ja, auch nicht. das ist von den Orsons. okay. Muss vielleicht etwas, aber da kann man später noch sagen. No, den habe ich glaube ich rausgehört. Ja. Keine Ahnung. Ich habe eine Favorite Line da. Du Aber willst du zuerst, soll ich zuerst? Du darfst schon zuerst. Ich tue es aber abschließen mit meiner Favorite Line. Wenn es für euch Ja, das ist cool perfekt. ist, Das ist so perfekt. strukturell. Du rufst, lüg mich bitte an, als ob du auf Pinocchio sitzt. Ah. Finde ich irgendwie noch eine schöne Analogie. Mhm. So. Mhm. Wir haben nicht die gleiche. Meine ist aus dem Gitti-Teil, wo lautet, nicht um jeden Preis, doch wichtig war Prestige. So hat er die Familie in die Mittelschicht gehievt. Mhm. Das ist doch Das klar. ist halt so. Echt so. Ja, nee, aber das ist doch einfach auch nice, weißt du, so. Vielleicht tue ich jetzt Deutschrap ein bisschen unrecht, aber ich finde es schon immer schön, braucht einer das Verb gehievt. So. Weißt du, so. Es ist cool. Voll. Es ist, Ja. Voll. ja, der hat den Wortschatz, der Mann. So. So viel zu dem Song. Wir kommen zum ersten Song, wo so auf dem alten Album schon zwar drauf war, jetzt aber so mit neuen Features bzw. Parts gespickt worden ist. Und zwar 1, 2, 3, 4. Refill. Refill. Genau. Ja. Und es war ein Single. Gewesen. Vom Pool Refill. Also, Schon? es hat ja bei Pool Singles gegeben, Ja. offensichtlich. Und bei Pool Refill hat es ja auch Singles gegeben.
Ist das ein Single gewesen? Habe ich Ja, nicht mitbekommen. ich glaube, das ist ein Ist Single. der nicht gerade gedroppt, wo dann was Album angekommen ist? Oder? Ja, aber zuerst, also es hat ein eigenes Cover. Okay, ja, in dem Zumindest. Fall. Wird es wohl so sein. Ein Schlingel im Marketing, hä? So viele Mhm. Singles auskoppeln. ja, ja. Nein. Es hat 3 insgesamt. Der Song ist auf dem alten Album schon einer von meinen Favorites gewesen. Ich glaube, die erste Single vom alten Album gewesen, wenn ich mich recht entsinne. Darum habe ich am Anfang so ein bisschen Eingewöhnungszeit gebraucht, um die neuen Parts ein bisschen in meinen Kopf zu bekommen, weil ich halt gewusst habe, es tönt normalerweise anders so. Ich habe mich dann aber recht schnell daran gewöhnt und finde es voll geil, weil es unglaublich gute Feature-Gäste sind. Also Danger Dan, Edgar Wasser und Tony, glaube ich. Ja, voll. Wo einfach alle 3 krass, auch krass lyrisch drauf sind. So. Ich habe das so ein bisschen, also ich habe auch im alten Album schon geil gefunden. Ich finde aber auch, das Feature kommt gut. Ich finde vor allem die Stimme, also der Text in der Hook ist ja der gleich, Ja. glaube ich. Und die Stimme vom Danger Dan kommt dort super. Ist der, den du vorher hast Ja, genau. referenziert? Es ist Ja. bei mir auch so, ich habe kein Feature erkannt, aber der Danger Dan Ja, habe ich voll, erkannt. voll, genau. Aber vielleicht hat es auch damit zu tun, dass der Danger Dan ist, glaube ich, so ein bisschen mein Mackes. So, also er ist so, du findest ja der Mackes so der Shit und ist einer von deinen meistgehörten Künstlern. Und bei mir ist es auch so beim Spotify-Rappen so, der Danger Dan ist sehr hoch Okay, drin. nice, So. nice. Ja. Ja, er hat ein cooles Album rausgebracht letztes Jahr. Von dem her. Das mit diesen vielen klassischen Ja, genau. Einflüssen, ja. Ja, ich habe den nicht gekannt vorher. Also weißt du, so Antilopengang und so, ist mir nicht Hönne ein Begriff gewesen. Ja. Ich kenne auch Danger Dan tatsächlich vor allem als Einzelkünstler und hat letztes Jahr oder vorletztes Jahr, das ist glaube ich jetzt auch schon ein Zeitchen her, so ein recht krasses Album gedroppt. Das war glaube ich 21 gewesen, oder? Alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Haben wir glaube ich auch in der Folge 0 darüber Ja, voll, geredet. genau. Voll. Und ja, ich habe, also was ich schön finde, ist, dass die Hook so schön offen ist und irgendwie dort so ein bisschen Kontrast bietet zum Verse. Und so ein bisschen eine schöne Abwechslung drin bringt, ohne dass es irgendwie einen Bruch gibt. Und aber die Offenheit wird dort durch das Feature nochmal untermalt. Und ich habe das Gefühl, die Verses sind sowohl musikalisch, also ich glaube im ursprünglich hast du viel Doppelungen drin gehabt vom Text. Und das ist jetzt nicht mehr. Und durch das wirkt es aber musikalisch, aber auch inhaltlich ein bisschen ernster. Habe ich das Gefühl, und ein bisschen näher. Und vielleicht das ein bisschen hässiger, ich weiß nicht. Ja, aber ja, schlecht. Ich kann schlecht vergleichen zum Original, aber ich finde, wie inhaltlich finde ich es einer der spannendsten. Und er hat es knapp nicht in meine Top 3 geschafft. Er ist auf dem 4. Aber, also weißt du, so, oh, eben das, was ich vorher gesagt habe, lyrisch hat er sich jetzt nicht über da im vorherigen Song, finde ich so in dem so, aber der hat recht viel Substanz, inhaltlich, halt vielleicht auch, weil er eher kritisch geschrieben ist. So. Aber es hat auch mit dem System oder mit dem Text-Pattern wie zu tun, weil sie ja so machen, simple, einfach, so das die Wiederholungen, aber nicht tun sie wie andere Textbausteine rein. Voll. Ja, vielleicht genau. zu den Top-Dings, ich glaube es vorgegessen, der Song von vorher, also Muni ist glaube ich Top 3 bei mir und der wäre jetzt Top 2 bei mir. Bei mir auch, glaube ich. aber dein 3 ist noch nicht gekommen, gell? Nein, mal das ist mein 3. Ah, ja. Cool. Genau. Was man vielleicht lyrisch im Part von Meckes kann sagen, wo das Album released worden ist er glaube ich recht oft darauf angesprochen worden, dass der Song kopiert ist oder ähnlich tönt wie ein französischer Song. Und er referenziert das hier in seinem Part. Okay, das ist geil. Jede meiner Ideen ist immer original. Peut-être en allemand denkt sich gerade der Orelsan. Okay. Das ja, genau. Es ist so gut. Cool. Also, das ist wirklich gut. Aber über sein Können, wie er schreibt, finde ich, muss man eh nicht diskutieren. Ja, dort auch die Lieblingsline. Ich hatte zuerst eine andere gehabt. Ja, hier ist jetzt noch eine andere. Ich habe mir aufgeschrieben, so, dass alle Menschen sind gleich, aber Amazon Prime gehört Jeff Bezos allein. Finde ich sehr cool. Aber ich habe mir noch eine andere Line rausgeschrieben und ich werde eher die als Lieblingsline deklarieren. Sie kommt einfach ganz am Schluss und ich finde es sehr geil, wo er sagt, wenn man nur mit Gleichgesinnten spricht, weiß man nicht, ob gerade Dunkelheit einbricht oder ob man bald erblindet ist. Und das ist so, ich habe mir echt so nochmal geschrieben, sorry, wie geil ist der Satz? Man könnte jetzt einfach auch nur eine halbe Stunde über diesen Satz reden. Weißt du, so. Es ist einerseits so richtig geil gereimt und andererseits aber auch so gedankenmässig, weißt du, so, es packt gerade so viel in einen Satz, wo gleich auch irgendwie simpel ist und jeder versteht. So. Ja, voll.
Ich habe es gerade auf deine Notizen geschildert. Wieso findest du den Anfang schlimm? Wahrscheinlich Jetzt bekommen wir Beef. Also wahrscheinlich im Fall musikalisch. Okay. Also ich habe das ausgelassen, weil ich habe gefunden wir haben doch keine Zeit. Nein, der Schluss vom anderen Song habe ich ganz schlimm gefunden und hier habe ich den Anfang eher schlimm gefunden, aber das ist fix echt musikalisch. Ja. Weil ich finde die Opening Line eigentlich noch nice. So. Also ich würde das Menschen finde unantastbar. Ich finde von Edgar Wasser, ich glaube, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, aber sein Part, den er geschrieben hat, ist schon fucking gut. Ja. Also ich meine, das mit dem ACAB ja. und die würden das Menschen das unantastbar, außer ja, eben. Also du bist weiß, männlich und Polizeibeamter. Genau. Es Ja, ist, ja. Aber ja, es ist speziell geflowt und passt nicht ganz perfekt auf den Beat. Wahrscheinlich sehe ist es eben wegen dem Wasserpart in dem Fall. Ja. So, ich glaube, ich habe den noch nicht gehört. Oder ich habe dem immer wieder so Tries gegeben und immer wieder so gefunden, ich gewöhne mich noch nicht so dran. Also, an die Art, wie er rappt. So. das glaube ich, aber er schreibt wirklich krass. Grundsätzlich. Mhm. Aber ich verstehe, dass es speziell so ein bisschen gerappt ist. Und auch die Stimme, es ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Voll. Was? Weiter. Machen wir weiter. Und zwar mit, ich glaube, dem Lieblingssong von Mark. ist mir so zu Ohren gekommen. Ist mir auch Top 1. Übrigens. Ich muss schnell Also, schauen, aber ich glaube bei mir Da haben auch. wir einen Bei Konsens dir schon. auch? Ja, wir haben glaube wirklich Und alle jetzt- den gleichen Ja. Lieblingssong vom Album. Geil. Das ist, aber im Fall unabhängig vom. Weißt du, so, das war echt in meinem Release-Radar. Gewesen. Haben wir schon gesagt, welcher? Nein. Kannst du gerne. Pirouette. Und ja, der war in meinem Release-Radar gewesen und er hat mich musikalisch mega angesprochen. Es tönt, als hätten sie irgend so eine Spieldose Spieluhr, gesampelt. ja. schon wieder. Was? Ja, weil wir das fast in jeder Folge haben wir irgendwie Wirklich? etwas Ja, so. wir haben musikalische Geil. Element als so analysiert, als würden sie so, also so interpretiert, als würden sie so tönen wie so eine Spieluhr oder so eine Musikschatulle. Mhm. Und da ist halt wirklich eine. Ja. Mhm. Und es ist auch im Video so ein Schatulle offen, also allgemein auch die Visuals dazu. Zum Ballerina drin. Hure gut so. Voll. Ja, nicht viel dazu, weil es echt mein Top 1 Song ist. Ich habe geschrieben, ich fühle alles. Jede Line ist einfach geil. Also weißt du, es fängt schon an mit so gab's von mir nicht mal eine bessere Version? So, weißt du, so, Wie ein Swaggy oder so. ja, und ich finde das wie, ich habe echt die Art, wie er das float, in 8 von 10 Mal nicht gern. Aber hier, so wie es mit dem Beat eine Symbiose gibt, so hure geil. Voll. Also das finde ich richtig, richtig cool. Ich hatte dort auch das Gefühl gehabt, also wie der Flow ist, halt mit dem, du lässt einen Platz und dann komprimierst du es wieder so vor dem Eis und so. Und irgendwie, aber das in Kombination mit einem eigentlich harmonisch, relativ fröhlichen Beat auch so, hat mich so ein bisschen an Alligator erinnert. Aber vielleicht ist es ein bisschen weit gegriffen. Ich weiss Ja, Mama sagt etwas. Vielleicht ist es so, warum es mein Eis ist. Schnell noch für die Zuhörer, Schauer, innen und mich. Ist der schon auf dem Album drauf gewesen, oder ist das ganz Nein, neu? ist auch ein Single. Okay, ja, darum ist er bei mir im Release-Radar gewesen. Ja. Ja. Habe ich wirklich sehr, sehr gerne. Das ist wirklich ein ganz neuer. Kleine politische Statements, wie so das Ding, Europa lehnt sich nach rechts, halt jeder nach seinem Halsmaul. So, richtig cool. Richtig cool. Ja. Habe ich wirklich Voll. sehr gerne. Und ja, was ich dort auch sehr nice finde, am Anfang, also wenn er, glaube ich, immer so geblieben wäre, du hast noch etwas sagen. Sag zuerst. Ja, nein, sag weiter. zuerst, Nein, sag nein. zuerst. Es geht eh gegen Schluss. Es kommt dann mit der Lieblingsline und so. Ah, okay, gut. Am Anfang ist mir eben so ein bisschen, ich glaube, wenn es musikalisch so geblieben wäre, wäre es mir wahrscheinlich ein bisschen zu fröhlich. Ja. Es gibt einen Chord-Change, oder? Voll. Und Höre es ich gibt- nicht, und aber es gibt, in dem ich glaube Fall, sogar ja. 2 Chord-Changes. Also der erste bringt also einen relativ starken Vibe-Change mit sich. Und zuerst ist nur Instrumental allein und nachher fährt der Flow so gleichmäßiger auf werden, und nämlich rappt er, glaube ich, sind 6 Tolen. Oder in Triolen. Oder in Achtelstriolen, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall so. Das ist der Drummer, weißt du. Es sind nicht Viertel, es sind nicht Achtel. Ich weiß es gar nicht präsent. Aber es ist. Ich habe das Gefühl, das ist so Zeug, was du manchmal als Rapper einfach machst und Ja, es safe. ist dir wie nicht bewusst, Nein. was du machst. Du machst echt und findest es tönt geil. Aber er wird sicher wissen, was er macht. Wahrscheinlich. Voll. Ja. Aber es ist halt so, wenn du den Dings hast, wenn du so den Beat hast, macht er. Ja, Und ja, das ja, ist aber du halt- weißt nicht die Begriffe. Du machst das einfach, weil es dort geil tönt. Du willst vielleicht Voll, irgendwo schon mal gehört aber hast. das Tight anzubringen, Ja,
ist so schwierig, Ja. wenn du rhythmisch nicht stark bist. Ja, gut. Ja. Und vor allem, was auch geil ist, er tut es nicht. Sechstole bietet sich an, dass du jeden dritte betonst. Also, Und ich glaube, er betont zum Teil sogar jeden zweite. So, Und das ist halt schon. Also, logisch, das machen viele so. Aber das gut zu schaffen und dass es sich in Beat integriert und dass es tight ist, also, da musst du musikalisch etwas drauf haben. So, und das hat er und das beweist er nicht. Ich komme noch vor Lyric-Front hingeführen. Ist gut. So das Heldenplädoyer, das er mit drin mal macht. Weißt du, so, ich habe nie behauptet, dass ich Meckes sei. Und er so, weißt du, vielleicht ist jeder in sich irgendwie ein bisschen Meckes und das hilft dir, dass es dir nicht schlecht geht und so. Das finde ich hure geil. Weil er sich wie von seiner Künstlerfigur distanziert. Das ist der Titelsong vom alten Album von ihm, von Tilt. Ja. Ist auch immer so, ich bin nicht Meckes. Ja. Das ist so eine Referenz dazu. Genau. Das finde ich recht cool. Und wenn ich mit der Lieblingsline schon darf reinsteppen, ich will plötzlich Wörter in den Sand schreiben, Ringe tragen, kitschige Bilder malen mit Fingerfarben, das Gefühl für immer haben. Einerseits schön, ich kann ein bisschen relaten, nein, einerseits echt schön geschrieben so und andererseits aber auch hier wieder so von den Riemen her. Weißt du, so, er nimmt mega einfache Wörter, aber nicht immer die gleichen und es klingt cool. Ja, voll. Cool. Man merkt, glaube ich, dass er sagt er ja selber auch in der Exclusive und so, dass er verliebt war, als er das Album geschrieben hat. Schon, sagt er das? Voll. Ja. Und das gehört zum Teil der Songs schon auch. Also Ja. irgendwie gerade so. Was findet ihr zum Eminem-Sample? Habe ich auch sehr witzig gefunden. Vor allem, weil es so etwas ist, was du schon beim zweiten Mal hören, wie kannst du machen? Und du kennst es ja schon von 100 Mal hören. So, Ja. hi, my name is. voll. Und dann kannst du eben mit ihm mitmachen und nicht so Slim Shady, sondern Maxes, Maxes machen. ja. Und das finde ich recht cool. So. Voll. Ja, ist Ich wirklich habe es gut. auch cool gefunden. Aber ich habe mich gefragt, darf man das? Also weißt du, so, abgesehen davon, dass der Eminem wahrscheinlich nicht interessiert. Nein, wahrscheinlich Aber nicht. das hat er ja schon, oder hat er es echt sogar rechtlich abgesichert? Ich glaube, das ist doch im Hip-Hop so ein Ding, dass das einfach okay ist, nicht? Ja, ich hoffe es, aber Es wird so viel Ja, Es wird Ja, alles das tot ist gesampelt Ja. und rausgecuttet und so, das ist irgendwie... klauen und geklaut werden. Ja, aber auch das ist doch irgendwie wieder so ein geiles, kleines Detail. So. Es ist, Voll. Ja, es aber ist ja, cool. ob es rechtlich okay ist, man weiß es nicht. Und ich finde es auch schön, wenn dann der Song so am Schluss noch langsamer wird und dann irgendwie so in Halt drängt aufhört. Mhm. Voll. Gut, zu Recht unser aller Lieblingssong auf dem Album. Genau, wenn ihr den nicht kennt, geben. Listen. Ja. Ist auf jeden Fall auch in der viral Near Mint Playlist. Genau. 5. Swimmingpool Augen. Das ist der erfolgreichste Song auf dem Album. Und es ist auch der erfolgreichste Song auf dem alten Album. Ja, ich würde Also, sagen, egal welches Album, es ist der erfolgreichste. ich habe den gelost und ich habe ja das Konzept nicht gekannt. So mit, es gibt schon die Songs zum Teil auf dem alten Album. Und hier habe ich mir so aufgeschrieben, gibt es den Anfang nicht schon in einem anderen Song? Ich finde den Song sehr cool, aber ich habe das Original cooler gefunden. Das Original ist ja allein. Es Oder ist der nicht? gleiche, glaube ich. Das ist genau der gleiche. Es ist genau der gleiche. Song. Der ist übernommen worden. Nein. Aber ich kenne den Song nochmal in einer anderen Version. Schon? Okay. Mhm. Kann das sogar sein als Demo? Nur er und das Instrument, oder er muss sehr viel weniger drin, weniger Effekt, weniger Hall. Okay. und Also so. auf Pool ist er genau Also auf gleich. Pool ist er genau Okay, gleich drauf, okay. Aber vielleicht gibt es da noch Background-Infos, die man nachher Weiss es recherchieren. Ich habe gemeint, ich habe diesen Song anders lernen kennen. Mit Mhm. Lehrer, weniger drin. Okay. Also Blutter und Ja. was ich noch cooler habe gefunden. Mhm. Ja, ich hoffe, es ist sehr poppig, aber irgendwie als Ist auf- Popsong ist nice. auf jeden Fall der krasseste Popsong, der so auch im Radio laufen könnte. Ja. Mhm. Also ab dem, aber auch ab dem normalen Pool-Album. Mit Mhm. Abstand. Mhm. Aber auch inhaltlich. Ja, voll. Ja, total. Aber trotzdem super schön. Also klar, es ist grundsätzlich, die Grundmessage und so ist eigentlich mega kitschig grundsätzlich. Aber es ist... Voll. Aber es geht auch, es macht Sinn. Es Mhm. geht mit der Musik auf. Ja, voll. Ich habe mir noch aufgeschrieben, es hat mir ironischerweise fast zu viel drin, weil ich eben aus meiner Sicht noch ein anderes Original kenne. Ja. Und Das eben, musst du mir für suchen. ja, machen wir Ja, dann. das müssen wir finden. Es hat mir ironischerweise zu viel drin, obwohl aufs Gesamtalbum gesehen wahrscheinlich das ein Song ist, der eher wenig drin ist. Ja, kann Oder sein, nicht? ich weiß es nicht. Oder eben so durch das, dass es auch nicht so Abtempo ist und so, eher so ein
ein Bödeleten-Song. Ich denke, es wird wahrscheinlich schon viel reinproduced, durch das, dass es so Hat es poppig auf jeden ist. Fall, ja. Aber ja, also aber ich finde es auch aufgrund dessen, oder nicht aufgrund dessen, trotz dessen, dass es ein Popsong ist, finde ich es irgendwie als Popsong nice. So. Oder als poppigeren Song. So, Ja. Weil das keine Unterstellungen machen, dass er irgendwie Genres reinzwängen. Aber das ist safe. Aber eben, das ist Ja. wie... Ich kenne den als Ballade. Und nicht mal so als Poppigen. Ja. Also ich Wirklich? zeige ihn eher gerne, ja. Und Okay. dort hat er mich darum richtig abgeholt. Da Ah, habe hast ich du das- auf und runter Hast du das gehört. echt Okay. auf YouTube mal gesehen mit ihrer Piano-Version? Das Ich habe kann noch auf das Spotify. wirklich? Ja, ich habe den gehört. Ich bin gespannt. Und es hat halt auch so relativ poppige Details drin, aber gleich irgendwie der Detailreichtum ist wieder nicht typisch eigentlich für den Pop. Oder respektive im Pop hast du ihn schon auch, aber irgendwie anders oder irgendwie nicht so präsent. Und ich finde einerseits die Gitarre allein mega schön, so im Refrain, was jetzt nicht wahnsinnig subtil ist, aber gleich. Und dann hat es, glaube ich, so Vocal Chops auch noch drin, was ich ja sehr, sehr noch cool finde, vor allem wenn du es irgendwie so mit Kopfhörer hörst und dann hörst du es im Hintergrund so. Voll. Lieblingsline, ja, bietet sich ja. Ich wünschte, du könntest dich mal durch meine Augen sehen. Finde ich so schön, der Perspektivenwechsel. Ja, oben auch noch so eine Verbindung zu den verschiedenen Perspektiven auf einen Song wollen machen, aber das geht zu lang. Wir haben gesagt, wir schweifen nicht in Philo-Bereich ab. Wir haben schon Zeit, so Das ist machen es wir dann im Podcast uncutted. Ja, genau. Es gibt noch so eine Extended-Version. Stunden Ja, genau. Nein, ich meine, grundsätzlich müssen wir es ja nicht durchstressen. Es ist einfach so ein bisschen das, was uns aufhält, das ist im Jon seine Speicherkarte. Aber Was man kurz dazu wenn noch nicht- vielleicht kann sagen, wer noch mehr Hintergrundinformationen zum normalen Pool-Album möchte haben und sich wirklich für das interessiert, er hat selber mit verschiedensten Gästen, die auch am Album beteiligt sind, also Producer, Leute von den Orsons etc., selber einen Podcast gemacht. Nennt sich «Wie das Wasser in den Pool kam» und dort gibt es auch mega interessant so erste Demos von den Songs zu hören. Und ich liebe das so, wenn du siehst, so, der Song hat früher ganz anders tönt. Also weißt du, so wirklich von so ganz frühen iPhone-Aufnahmen und einfach nur mit Das der ist Gitarre cool. zum nachher Ja. zum fertigen Song und dann haben sie nochmal noch ganz über den Haufen gerührt zwischendrin und so. So Zeugs finde ich mega nice. Man ja sehr, weil auch so siehst, so, die arbeiten genau gleich wie wir. Oder weißt du, so, ja, hey, die fangen im Fall auch mit einer Idee im Kopf an. Ja, voll. Und das finde ich sehr cool. Das ist so ein bisschen nahbarer dann. Voll. Das ist übrigens Miss 2. Trotzdem, dass mir mein vermeintliches Original besser gefällt. ist der hier meine Nummer 2. Ja. Nein, habe ich gar nicht in der Top 3. Ich Also auch mit nicht, aber Top ich finde es 3 trotzdem einer der schöneren Songs, unserer schönsten Songs. So. Einfach, Ist schön, ist schön. ist wirklich einfach ein schöner Song. Voll. Song Nummer 6, ebenfalls ein neuer auf dem Album, also ein ganz neuer, nennt sich, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. 2090 Meter. 2090 oder Meter. Oder 20 Genau. 2090 Meter. Mit einem A zum J-Feature drauf. Ist auch Single gewesen? Ist auch ein Single gewesen, genau. Der Mackes hat in dem Song gar nicht mal so partmäßig gross etwas damit zu tun. Ich glaube mehr so in der Hook mit viel Autotune, was ein bisschen untypisch ist. Und eine Frauenstimme im Refrain in den Backings, kann das sein? Kann sein. Oder ist Oh, das mich nicht eher geachtet sehr, im Fall. ist das eher Habe ich sehr nicht aufgeschrieben. aufgepitcht? Habe ich nicht aufgeschrieben, wüsste ich nicht, habe es nicht präsent. Ja, aber es ist aufgeschrieben, weil ich es cool kreativ habe gefunden, so vom Mhm. Song, vom Soundbild her. Voll. Aber vom Soundbild her, allgemein ist das, glaube ich, so ein bisschen der Song, den ich am ehesten würde sagen, das geht richtig Deutschrap. Ja. So klassischer Deutschrap. Oder hast du schon einen anderen im Kopf gehabt? Ja. Okay. Aber Wo ich finde, Interessant. würde ich mich glaube dir anschließen, aber vor allem auch so, wie es produziert ist und eben auch mit dem Autotune und so. Und halt der A zum J-Part, aber der finde ich sowieso, ich glaube, einer der krassesten Feature-Parts vom Mhm. Album. mhm. So wie es geflowt ist vor allem. Inhaltlich habe ich ehrlich gesagt gar nicht mega krass drauf gelassen, aber so wie es einfach vom Vibe her. Dort, ja, nein, du. Ja, nein, sag du. Ja, Da, wo weißt wir du, den Vorrang haben. weil du gerade auf den Inhalt bist zu sprechen gekommen, ja doch gesagt, wir bekommen uns lyrisch dann mal noch in die Haare. So, weil du hast gesagt, so, du findest lyrisch ihn immer hure krass. Ja, ihn, gerade bei diesem Song, habe ich mir so aufgeschrieben, ich checke nicht genau, was der mir sagen mit diesem Song. Voll. Weißt du, es ist so Ach. allgemein, Ja. es ist so echt,
Und vielleicht ist das ja auch sein Ansatz. Ich unterstelle ihm es jetzt mal. Wahrscheinlich ist es nicht so. Wahrscheinlich hat er da schon eine höhere Bedeutung drin. Aber ich kenne noch Künstler selber, die Songs machen und ich sage, hey, schau, die Wörter kommen bei mir als letztes rein. Es muss dann einfach irgendwie noch ins Soundbild passen. Ja. Und eben hier habe ich jetzt echt so gefunden, was will er mir sagen? Gleichzeitig habe ich aber eben dafür das Instrumental als sehr angenehm und auch den Anfang so als mega angenehm empfunden. Voll. Ohne dass auch selbst ich so verkopfter Lyrikloser wie muss unbedingt genau verstehen, was er mir sagen. Aber es stört mich halt dann eben auch schon gleich. Schon ein bisschen. Schon. Ja. Ich weiß auch nicht, irgendwie kann ich bei dem Song drüber wegschauen, glaube ich. Weil es Ja. mich wirklich so vom Vibe her catcht. Normalerweise höre ich auch wirklich mega krass auf Texte, aber dort somehow nicht. Und das, was du gemeint hast am Anfang, irgendwie das Autotune oder auch irgendwie, wie es dort irgendwie kreiert wird, der Vibe im Allgemeinen und Melodieführung, hat mich ein bisschen an Kitschkrieg oder Tradesman erinnert. Ja. Und habe irgendwie auch noch cool gefunden, das irgendwie zu beobachten. Und am Schluss geht irgendwie so Bassdrum, ich glaube so auf Achtel sogar. Also nicht einmal 4 on the floor, sondern also Ja, geht das voll kann sein, ja, durch. Das finde ich so, ist hure geil, dass du es machst. So. Ja. Weil Gut, man es kann. er kann es ja auch, weil man erwartet so etwas auch ein bisschen eher von ihm als von jemandem sonst. Ja, das Also, stimmt. Das stimmt. Weißt du, ja, jeder Song von ihm ist recht auf der musikalischen Ebene eher experimentell oder er muss so eher so gewagt. Ja. Ja, ja. Und Und ich meine, in diesem Album sowieso, es ist ja wie wirklich nur so eine Zugabe nochmal zum alten Album. Da kannst du alles machen, was du willst. So, es ist so niemand erwartet von dir, dass du irgendwie noch mehr Songs droppst jetzt gerade, sondern es ist einfach so, hey, Ja. will ich noch etwas übrig haben und Bock drauf gehabt, haben wir jetzt einfach das Ja. noch gemacht. Und, Und gleich- ist ja schon gut gewesen. Du hast ja schon Erfolg gehabt. So. ja, und das ist ja ein extra neu geschriebener Song. Und noch dort so, weißt du, so, es ist hure, ich habe mir wieder etwas aufgeschrieben, so, es ist so mega detaillieb. Also man merkt echt so, eben wie am Anfang mal gesagt, es ist nichts Zufall, was passiert. Und ich habe mir da rausgeschrieben, dass er eigentlich so rappt, Lucy ist im Himmel mit den Diamanten, ja, die sind dort oben, fragen wir mal Rihanna. Und dann noch so reingestresst so, oder ihren Songwriter. Und das finde ich so cool, weißt du, so im Sinn von, ja, wegen, schau eine Referenz auf den Diamond-Song Ja. von Rihanna. Und Ist Was? gleichzeitig auch eine Referenz zum Beatles-Song. Lucy in the Sky with Diamonds. eben gesehen, habe ich nicht gewusst. So. Ja, ja. Und, aber dann gleich auch noch so eine kleine subversive Bemerkung im Sinn von so, ja, die schreiben auch ihre Songs nicht selber. So. Ja, das ist wirklich geil. So. Finde ich Oder ein cool. Songwriter. Ja. So. Finde ich sehr Ja. cool. Und wenn ich schon darf, mit der Lieblingsline reinschneiden von diesem Song, wieso hängen die Tapete im Himmel nur so hoch? So ein krasses Bild. Ja. Aber obwohl wir wieder Song inhaltlich nicht ganz, also ja, nicht so können schubladisieren, so, was willst du mir jetzt wirklich damit sagen? Aber so die Bilder, die er macht, sind mega. Und eben, Cool. weißt du, so das Ding von Trapez im Himmel hochhängen, kann man auch wieder jetzt schon ein bisschen darüber diskutieren, so, was will er einem damit sagen und ist der Himmel nicht gäng hoch oder unerreichbar und so. Und Ja. ich finde es ein cooler. Und der ist schon im Fall, der ist Miss 3. Da bin ich gerade Okay. durch. Ja. Ja. Das ist mein 2. Trotzdem, dass ich nicht weiss, was er mir sagen will, hat er mich musikalisch Ja, mich eben auch. hart Irgendwie. überzeugt, Ja, so. ja, es ist voll. Nice. Next one Die Nummer 7. ist quasi der Titelsong vom Pool-Album. Ah, ja. Am Pool. Refill. Genau. Dort wieder, ja, ich schiele immer auf deine Notizen, aber nur weil ich die Features muss abschauen. Das lenkt dich ein bisschen ab, gell? Nein, ich finde es mega praktisch, dann muss ich nämlich mein Handy nicht davor haben, Sehr sehen, welche Songs und welche Features das kommen. Sehr gut. Auch wieder zwei krasse andere deutsche, oder 3 sind es, glaube ich. 3 Ah. andere deutsche Künstler als Feature. Der Dizzy, Ja. den ich sehr krass finde, Irre, wo auch sehr cooles Zeugs macht momentan. Und der Zero habe ich ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm, aber das ist glaube ich mehr so Strassenrap. Ich meinte kenne so. eben kennen. Also weißt du, so, ich kenne wirklich nicht. so den Danger Dan. Und dann Ja, ist same. so, Same. wer sind die? Ja, das Aber- ist, ja, das sind halt so ein bisschen Nischen. Oder halt alle die gleichen Nischen wie Meckes. So, Mhm. so ein bisschen. Mhm. Aber ich finde eben wirklich alle, also Dizzy und ihre finde ich wirklich auch sehr krass. Der andere kenne ich leider wirklich Okay, mal nicht den so. Kas habe ich auch noch gekannt und Fat Tony habe ich auch schon gehört. Ja, ja, und so. voll. Und Edgar Wasser habe ich auch schon ein Ja. paar Chancen gegeben. Sorry. Aber ja, Ja, also grundsätzlich. Dizzy habe ich auf jeden Fall auch sonst recht oft in meiner Playlist. Der macht noch cooles Zeugs, aber sehr eigen halt. Aber ich glaube, im Fall den höre ich auch. Ich höre darum auch nicht mehr so gleich bewusst der Letzte. Es kann im Fall schon sein, dass ich Songs von dem höre, aber wie nicht so bewusst. Ja. Macht der so Punk-Rap?
So Rockrap? Ja, Oder nicht? es kann mal zum Teil schon. Hören wir nachher an. Ja. Sorry. Ich habe mir aufgeschrieben, es ist vor allem ein sehr böser Beat. Ich finde den Beat nicht so cool, habe ich Nicht? mir aufgeschrieben. Das ist Okay. so meine erste Bemerkung. Der Beat ist nicht so cool, aber das ist auch, weil ich glaube, ich gehe mehr für die Harmonie als Ja. für eben böse Beats. Ja. So. Ne, aber was mich dort noch irgendwie interessiert hat, ist so, der Beat ist eigentlich relativ böse, aber was schnell mal passiert bei bösen Beats, wenn das irgendwie eine eigene Kategorie ist, ist, dass sie nicht mehr kontrollierbar sind und dass es so zu fest auseinandergeht. Mhm. Und ich finde, der schafft es irgendwie böse zu sein, ohne irgendwie voll drauf zu hauen. Und irgendwie in alle Trickkisten müssen runterzugreifen, was irgendwie Dynamik, Gain voll auf und weiß ich was ist so. Und dann ist es eigentlich nur angenehm. So. Mhm. Und ich glaube, ich habe den Unterschied auch noch nice gefunden zum Original, weil am Pool ist ja auch ein Originaltrack gewesen. Und das Refill ist, glaube ich, fast eine halbe Minute länger. Und das, glaube ich, vor allem dadurch, dass er mehr Verses hat, wenn es Yes. mich recht Auch wegen den Features, oder? Genau, Ja. genau. Ich finde, Dizzy ist auf jeden Fall das perfekte Feature irgendwie für den bösen Beat. Mhm. Und ich habe gewusst, dass es diese Feature gibt. Das hat es, glaube ich, einfach zeitlich nicht mehr aufs normale Album geschafft. Also hat er mindestens im Podcast erzählt. Er hat es dort aber auch schon abgeladen, also so der Dizzy Part. Ich habe es dort schon wirklich geil gefunden. Irgendwie. Es passt recht gut so zu dem Beat. Ich habe mir noch aufgeschrieben, das Lied ist jetzt für mich persönlich nicht wirklich schön, aber das ist, glaube ich, auch nicht das Ziel vom Lied. Ja, das war gar nicht. Das war gar nicht. Oh. Was ich eigentlich noch cool finde, ist so ein bisschen, ich hatte im Hören das Gefühl, dass es jetzt ein bisschen eine dystopische Botschaft. So. Mhm. Und vor allem im ersten Part, ich glaube, von Mac ist der erste Part, oder? Und dann im zweiten Part ist es inhaltlich so ein bisschen weniger, aber dort werden sehr viele Bilder gemalt, irgendwie, was ich auch toll finde. Und ich glaube, das geht irgendwie so gut auf, die beiden Teile. Und dann gibt es einen Tempowechsel, wenn es mich recht entsinnt, wo dann irgendwie so fadet. Wo dann irgendwie auch nochmal so ein bisschen die Wucht mit sich bringt und dann aber wieder zurückgeht, was ich cool finde. Und dann, glaube ich, ganz am Schluss klingt der Beat so aus und der ist ein Oktav tiefer, also das Outro ist ein Oktav tiefer als im Original, also im Pool-Teil. Und das finde ich auch noch so ein bisschen gut, das ist jetzt nochmal ein bisschen böser, nochmal ein bisschen düsterer. So. Mhm. Mhm. Ich finde es irgendwie so eine willkommene Abwechslung so dazwischen. Das mal so ein bisschen. Und gleich habe ich mir aufgeschrieben, so eine sehr stimmig zum Gesamtalbum. Ja. Weißt du, so, es geht wie ein bisschen raus, oder es ist ein bisschen hässiger, aber es ist wie nicht so, dass jetzt musst du sagen, das hat jetzt auf ein ganz anderes Album placed als Künstler, so, sondern er hat es wie gerne noch geschafft, dass so der rote Faden sich durchzieht. Mhm. Meine Lieblingsline, ich habe mega so aufgehorcht oder echt so Luft genommen, wo du das Dystopische hast gesagt, so. Weil meine Lieblingsline noch mit so einem Bild, glaube ich, oder mit dieser Idee zusammenhängt, wo er sagt, wenn dann unsere Kinder meckern, früher war alles besser, dann meinen sie damit jetzt. So. Und das ist schon geil, wenn du so weit kannst denken. Oder echt so, ja, wenn mich ein Künstler, den ich höre, so zu so Gedanken anregt, habe ich Freude. Habe ich mir wenn auch der Song nicht so gefällt. Voll. Ja, habe ich auch drauf, voll als Lieblingsline. Ist ein mega cooles Bild. So. Und hat auch wirklich im Song auch so zum Aufhorchen so, oh, shit, okay, nice. Ich finde aber die Schlussline noch cool. Wie ist die nicht mehr? Doch bevor ich Deine Handschrift noch Doch bevor ich etwas sage, setzt meine Atmung aus. Ja. Und dann fertig. Ja, das ist düster. Hat er die Parts auch in Corona-Zeiten geschrieben? Wegen setzt meine Atmung aus. Ja, das passiert ja nur wegen Corona. Nein. Aber vielleicht ein bisschen influenced. Aber wir müssen nicht über das reden. Nein, wirklich. Es gibt zwei ganz harte Meinungen. Es gibt auch so, ja, von einem recht einflussreichen Rapper, Schweizer Rapper, so das Ding, und der hat wie fast eine halbe EP über das geschrieben und hat so gesagt, hey, das kann doch nicht sein, dass das niemand zum Thema macht. So, es nimmt die ganze Welt ein im Moment. Ja. So. Aber ich sehe auch wie so den Punkt, hey, wir müssen uns nicht in der Kunst auch noch mit dem beschäftigen. Also ja, meinst du, kann man Versetti, oder? Ja. Gespalten.
Du kennst, du hörst. Wir haben es in der 0. Folge Ja. Jetzt besprochen. habe ich mich dann getarnt, dass ich die nicht ganz gehört Oh mein Gott. Ja. Was machst du überhaupt hier? Ja. Ich würde sagen, wir kommen bitte zum nächsten Song. Peak. Peak. Featuring Maxim. Die grösste Verarschung, ich habe gemeint, jetzt kommt ein KZ-Feature. Aber das ist nicht der Maxim, oder? Nein, das ist der Sänger Maxim. Ich habe ehrlich gesagt gerade bis jetzt nicht gecheckt, dass der Maxim dort gefeatured ist. Ich habe es scheinbar nicht genug gut Der ist gehört. ja beim Original Refrain. schon featured. Der ist im Original schon, glaube ich, drauf. Ich glaube, ja. Ja, jetzt mal gedacht, das ist stimmt. der im Refrain. Der ist im... Nein, der Refrain singt er selber, aber es gibt jetzt so einen Zwischenpart. Voll. Ist, ich glaube, fast einer von meinen Lieblingssongs auf dem normalen Pool-Album gewesen. Weil ich einfach die Story dahinter ein bisschen krass finde. So. Oder auch wie es erzählt ist vom Storytelling her. Es geht auf Tilt, der Album Kreuz. Der Song Kreuz. Und der handelt von seiner Freundin, die gestorben ist damals. Und das ist dort schon so ein wirklich krasser Song gewesen. Und der bezieht sich jetzt nochmal auf die Geschichte, dass er mit seiner neuen Freundin quasi ja ans Grab von seiner gestorbenen Freundin zurückgeht. So. Und von wegen sie sagt so, ja, es ist voll okay, es ist ein Teil von dir. Und so das Bild finde ich so heftig. Wow. Du sagst alles, was ich auch sagen wollte. Aber das ist gut. Ja, also, und Das ist und weißt du auch, krass. das Musikvideo, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ist auch so Leider crazy. nicht, Du siehst nur so den Grabstein und dann geht das Bild so auf und dann siehst du so ihn wieder mit der Schauspielerin von vorher zusammen so am Grab stehen. Das ist so das Gesamtkunstwerk, ist hure krass. Ist das real? Also, hat er seine Freundin verloren? Ja, das ist Oh, real. wow. Krass. Ich habe im Fall so das, was du jetzt gerade hast gesagt, habe ich nachgeschlagen. Also zu diesem Song habe ich mich ein bisschen eingelesen, auch so Lyrics bezogen. Und das habe ich dann eben herausgefunden, so, dass es eben auf eine Referenz auf den Song ist, der Kreuz ist. Weil ich finde darum echt grundsätzlich hier nüchterner betrachtet, wie das Ding gilt, dass er wie so das Leben mit diesen Glücksspielen oder diesen Kartenspielen wie in Bezug Ja. setzt. Und ja, und halt wie so die Tücken, die das Kartenspiel wie auch das Leben mit sich bringen, erwähnt. Also ich habe mir zum Beispiel ein Ding aufgeschrieben, sorry, ich bin gerade im Stocken, weil ich am Überlegen und am Ja, Reden schön. gleichzeitig. Schön. Ich habe mir das eine, was ich mir aufgeschrieben ist so, wir gehen zurück in den Wald, vergleicht, also er vergleicht wie die Liebe mit einem Pokerspiel und sagt dann so, du bist meine Herzdame und ich so etwas wie Kreuzbube. So, also, ja, ich mag echt die bildhafte Art zu schreiben von ihm sehr fest. Genau, Oh. aber das war nicht meine Lieblingsline. Es gibt, vor allem im Refrain ist ja Peak 8, Kreuz 9 ist so. Peak ist der 8. Song auf dem jetzigen Album. Ah, krass. Kreuz ist der 9. Oh, ist der 9. wow. Album, Ja. Track auf dem alten Album gewesen, Ja. so. Und da gibt es doch irgendwie noch so den Zwischenteil, wo er quasi mit jemandem redet so. Und so, und wie geht's dir? Und nachher sagt er nur so, Kids, Tilt, Pool. Also einfach so, hey, das erzähle ich ihm von alles in meinen Alben. So. Alben, Ich find's voll, also eben darum, so wegen diesen kleinen Details finde Ja. ich den Song hure crazy. Ja. Voll. Ich habe dort noch ein anderes Detail rausgestrichen, das ich eben auch so als die Indikator für die Detailverliebtheit bei seinem Schreiben herausheben. Und zwar sagt er, ich sag zu dir merci, du summst ganz leise die Melodie wie aus dem berühmten Hitchcock-Film, ich komme mir vor wie ein Psycho. Und der berühmte Hitchcock-Film ist ja Psycho. So. Und das ist, das habe ich echt hure gerne. Ja, und nachher machen die Strings im Hintergrund noch so Psychomelodie. Ach schon? im Beat. Das habe ich nicht Ja, ja, gehört. Das ist voll geil. Das ist richtig. Also weißt du, so, das ist echt ein anderes Level von Kunst. Oder das ist so Goals. Wenn du selber Rap machst, so, weißt du, so Rap kann viel mehr sein als nur Rap. So. Das ist richtig geil. Ja, also so Referenzen sind einfach immer nice. Mhm. Und vor allem irgendwie, je besser verpackt, desto nicer anzuhören. Weil manchmal sind so Referenzen so richtig oblivious, wo du denkst so, oh, komm schon. Ja, aber gleichzeitig, ich habe sehr mühsam mit dem, ja, das ist ja nur ein Beitet-Ding. So, weißt du, so, die Schnurren, wer sagt dir, was Nein, Beitet ist und was eh. influenced, wie sagt man, beeinflusst oder inspiriert ist. So, weißt du, jedes Wort, das du sagst, hast du von irgendjemandem, hast du schon mal Ja, ja. gehört. Also, Nein, weißt du, nein. Aber ich meine, mehr so, manche Referenzen hört man ja an, so, okay, gut, ich habe jetzt die Referenz einfach gebracht, um irgendwie möglichst pretentious zu wirken in dem Song, Ja, dass ich jetzt die ja. Referenz gebracht habe. ja, So. fair. Und ich glaube,
Ja, vielleicht auch nicht, aber manchmal hat man das Gefühl, dass man ein bisschen merkt, wenn eine Referenz inspiriert hat oder irgendwie einfach passend ist oder wenn es einfach nur so eine Referenz ist aufgrund von Referenzen ist. Ja. Aber ich meine, man wird wahrscheinlich irgendwie als Musiker oder als Musikerin schnell mal schuldig, einfach Referenzen zu brauchen, weil es halt schon etwas Nices so ist. Ja, voll. Aber es ist so, ich habe wie ein bisschen Mühe dort, wo man einfach das habe ich schon mal gehört, in dem Sinn ist es unkreativ. Dort habe ich wie ein bisschen Mühe, weil wie nicht. Also einerseits ist es immer ein Kompliment an den, der das Original gemacht hat, oder an den, den du referierst. Sowieso, ja. Oder referenzierst. Wie auch immer. Und eben so, also ich würde es nicht so plump abtun mit, das ist ja einfach geklaut und nachher gemacht. Nein, auf jeden Fall. Aber das wollte ich nicht dir unterstellen. Das ist so grundsätzlich manchmal so ein bisschen eine Haltung, wo man hat. So. Aber es gibt ja auch so, dass die Deutschrap-Line-Videos, wo irgendwie dann auftaucht, dass irgendwie in jedem zweiten Deutschrap die gleiche Referenz braucht. Das ist halt einfach witzig zum Beobachten. So, man muss es ja nicht einmal... Also Bonnie und Clyde wird etwa 3 Millionen Mal verwendet so im Deutschrap, ja. So, schaut, wenn die ganze Branche einen Ghost Rider hat. Die Lieblingsline ist auch eine, die du schon hast erwähnt. Du meinst, all die Zeit vor mir gehört einfach mit zu mir. Finde ich sehr, sehr schön. Einfach, weil es halt wie so ist. Ja, voll. Und eben ja die ganze Genius-Zeugs rausgeschrieben mit den Referenzen, die du schon hast gesagt. Zum alten Song kreuzend. Hast du den mal gelost? Muss ich mal noch hören. Der ist wirklich auch crazy. Ja. Gut geschrieben und alles. Und eben, wenn du die Background-Story kennst dazu, so ist er irgendwie umso heftiger. Mir ist es beim Pi so gegangen, der hat doch auch seine Freundin verloren mit dem Laura-Ding. Ja, genau. Ja, voll. Finde ich hure krass. Ja. Und den Pi habe ich ja wirklich richtig, richtig gern. Also nicht, dass ich den Mac nicht gerne habe, aber den Pi kenne ich viel länger. So. Wenn er jetzt nicht so mega in die politische, krasse Mitte wird abdriften, hätte ich Macht ich auch das? Ja, er ist ein richtiger Boomer geworden. Ach schon? Ja. Aber anderes Thema und musikalisch. Wir sind jetzt nicht an seinem Album zu besprechen. Schon gar nicht. Canceln. Jetzt? Ja, der ist glaube ich schon lange gecancelt worden. Schon? Okay. Wie gecancelt? Ja, von der Woke Twitter-Bubble ist schon lange gecancelt worden. Die Woke Twitter-Bubble kenne ich darum zu wenig. Gut, das ist nicht das Thema. Gehen wir weiter zum Skit. Zum typischen japanischen Skit auf Meckes-Alben. Genau. Ist vielleicht noch interessant, es geht ein direktes Skit über. Finde ich auch wieder geil, so einen direkten Übergang. Ja, weil es hörst irgendwie so die Türen zuschlagen. Ja, das ist so, wirklich so sehr gut gemacht. Also bei welchem? Vom Pick ins Skit geht es direkt über? Ja. Okay. Und vom Skit nachher die letzte auch wieder. Ja. Und es ist ja, das Skit hat glaube ich so einen Wicht. Also ist Skit übrigens ein Begriff für ein Vocal Interlude oder ein gesampeltes Interlude in dem Sinn. Und übrigens auch der Begriff, der mir in der zweiten Folge nicht eingefallen ist, wo wir es auch diskutiert haben. Auf jeden Fall ist das irgendwie am Anfang, also im Originalen hat es ja auch schon ein Skit gegeben. Und dort war es ein japanisches Gespräch gewesen, mit dem Titel Yono Owari. Das heisst so viel wie das Ende der Welt. Also ich habe es übersetzt, ich habe kein Japanisch. Wäre jetzt gerade voll ernst. Und man kann auch auf Genius das ganze übersetzte Skit, respektive das Gespräch, nachlesen. Und das ist irgendwie noch spannend so zu lesen. Es ist irgendwie so das Gespräch zwischen einer Mann und einer Frau und der Mann erzählt dann so ein Gedicht und dann fragt sie so, ja, was ist das? Und dann sagt er so, ja, aber you no worry und dann so, das Gedicht sagt das und so und dann so, ja, hast du überhaupt irgendwie die Heizung daheim ausgeschaltet? Irgend so etwas in die Richtung. Aber es ist noch cool zum Nachlesen. Und vor allem irgendwie, weil halt alles in japanischen Schriftzeichen geschrieben ist und du sonst nicht würdest verstehen, wenn du nicht die Übersetzung anklickst. Und dort im Hintergrund läuft der Trance-Remix von Mauern. Und anscheinend, und das ist so richtig Meta, das finde ich hure geil, haben sie Feedback bekommen, dass sie das releasen und jetzt reden sie in dem Skit darüber, dass sie ihn releasen. Das ist so nice. Habe ich mir rausgeschrieben. Ich finde es hure geil. Ein Lied, 2
also dass ein Lied ankündigt, das 2 Lieder später dann kommt. So, habe ich sehr gerne. Ja. So, wir machen es halt einfach, weil wir es können. Ja, und es haben Voll. also wirklich alle das Gefühl, also releasen den huren Mauern Trance Remix. So, ja. Verstehe ich nicht. Nein. Ich finde es witzig, weil es halt wirklich eigentlich im Skit nur so im Hintergrund im Autoradio oder was auch immer Ja. läuft. So, Ja. das ist schon. Und was ich, Aber auch das, weißt du, wie detailliert ist das bitte? Ja, Dass ja. du in einem Skit im Hintergrund ein Lied von dir remixest und lässt laufen. So. Und das Geile ist ja auch, wenn das deiner Community oder deiner HörerInnenschaft auffällt. Weißt du, und so, voll. ja, bringt den raus. So. Das ist sehr cool. Sorry, ich bin dir ins Wort. Nein. Nur apropos Ankündigungen. Das ist ja, also er macht ja einerseits die Ankündigung vom Mountain Remix, 2 Tracks später, aber er macht auch die Ankündigung von seinem Co-Produzent, oder? Der Addings. Der Addings. Addings, also correct me if I'm wrong, hat das glaube ich co-produziert und er hat ja ein anderes Projekt noch, Future Franz, wahrscheinlich Future Franz. So mühsam, wenn man die Sprache muss mit Titel wechseln. Und zu Future Franz habe ich aber irgendwie so ein mega witziges Verhältnis, weil vielleicht kann ich da kurz ein bisschen ausschweifen und die Story erzählen, weil es ist mal so gewesen, wir haben ein Konzert gehabt mit Coaster vor irgendwie 1,5-2 Jahren, gut, in Luzern. Und dann hat der Bassist, Thomas Vorrat, auch Grüße an dieser Stelle, hat dann mich so gefragt, so, look, irgendwie in der Schür unten rein läuft noch ein Konzert, Mitternachtskonzert, ob ich Bock habe mitzukommen, oder? Und dann so, ja, wieso auch nicht? Was ist das? Ja, Future Franz, oder? Davor nicht kennt, der hat, glaube ich, immer noch irgendwie 12'000 Monthly Listeners auf Spotify so. Und sind dann schauen und das ist so ein abgesiffter Dream Indie, so, Dream Indie Pop, mega geil. Und auch die Texte sind so mega geil. Und es ist alles so, irgendwie das ganze Branding von Future Franz ist so richtig versifft halt und so richtig unseriös, aber halt seriös unseriös, also durchgezogen. So konzeptuell unseriös. Genau. Und das ist halt hure witzig und schlussendlich ein cooles Konzert gewesen. Und ich habe gar nicht gewusst, dass sie etwas miteinander zu tun haben. Mhm. Und er mit dem er jetzt aber auf dem Skit redet, also das ist er, also das ist der Dude, der Future Franz macht, ich weiss den bürgerlichen Namen gerade nicht. Und dann kündet er halt eben auch die EP an. So. Geil. Stimmt. Und das ist Ja. halt geil, weil du weißt, Ja. sonst kommt wieder Future Franz zurück. Ja, ja. Er fragt mich doch so, was machst du echt nach Ja, Cool genau. Refill und so. Wie so der klassische so Künstler-zu-Künstler-Dialog, Smalltalk. So, ja, was machst du echt du als nächstes? Bist du auch ein bisschen etwas dran? So, ja. Cool. Hast du noch mehr wollen? Sehr fest Meta. Ist- Hast du eine Lieblingsline? Ja. ja, sicher eine Lieblingsline. Schlümpfe, oder was? Weil so, sie sagen so, alle feiern den Trance-Remix so. Und ich glaube eben, der Produzent oder der du sagst, sagt dann so, warum feiern sie es? Weißt du, so, fahren die jetzt wieder auf Schlümpfe ab? Und wir haben doch alle mal, oder ich habe früher als Kind Schlümpfe gehört, wo ja alles einfach so pitcht und schneller gemacht wurde. Und so. Und es ist so, der Mauern-Remix ist echt so, der könnte auf einer Schlümpfe-Kassette drauf sein und die Version gut. sind vom Mauern-Song. So. Voll. Darum Schlümpfe, oder was? Meine Lieblingsline auf dem Skit. Genau, und eben, wie gesagt, dann gibt es auch wieder so einen flüssigen Übergang zum zweitletzten Track. Mittlerweile schon. Calippo Vivaldi. Der Beat ist richtig geil. Oh, Habe ich mir Das aufgeschrieben. ist richtig geil. Also allgemein auch. Ich finde, es sind echt durchgehend gute Songs. Mhm. Aber ich finde auch, Pool ist für mich schon ein No-Skip-Album gewesen, so. Und mega schwierig, dort jetzt meine Highlights rauszupicken. Das variiert irgendwie aber auch so von Situation Stimmung. zu Situation irgendwie. Voll. Ich glaube, Calippo Vivaldi wäre, wenn ich mich nicht dazu entschieden hätte, nur neue oder neu arrangierte Songs in Top 3 zu nehmen mit Top 1. Ja. So. Aber eben, ich bin hure vorgenommen. Aber ich finde den Song mega geil. Es ist ein hure cooler Genre-Mix zwischen irgendwie Hip-Hop-Rap und irgendwie so Indie Ja, voll. und, Und, ja. voll geil. Also der Beat ist der Wahnsinn, da würde ich dir zustimmen. Ist das ein Liebeslied? Habe ich mir noch aufgeschrieben. Ich würde sagen, es ist das klarste Liebeslied. Das glaube ich der letzte Track gewesen, oder auf dem Pool-Album, meinte ich. Das ist so. Kann sie, ja. Und ich finde es auch so ein richtig schöner Ja. Abschluss irgendwie. Es ist so. Es gibt so
Auf und ab so während dem Album und am Schluss ist einfach so richtig so positiv, so ein Liebessong. Das Gegenteil Hab ich das vom Gefühl. letzten Lied von Kummer. So, Ja, genau. Er schafft es, nochmal auf die positive Seite zu kehren und der andere halt einfach nicht. Voll. Aber darf ich schnell... Habt ihr den Clip gesehen? Nein, ich habe fast keinen ja. geschaut. Der ist richtig gut. Es sind alle Clips richtig. Aber eben, wie gesagt, Fanboy. Ich sage zu allem. es ist Ja. gut. Was habe ich aufgeschrieben noch? Ja, noch eine Lieblingsline aufgeschrieben, wenn ich schon so. Ja. Ja, wir schwärmen nur so. Du bist mein Voll. Sommer, ich bin dein Winter. Einfach so simpel und gleich schön. Und es geht ja dann auch so darum, dass sie ohne einander nicht können. Mhm. Weil sie hat mega heiß und er würde, glaube ich, frieren. Ja, So, genau. habe ich noch gerne gehabt. Das ist echt cool. Eben, es ist, glaube wirklich einfach ein schönes Liebeslied. So. Mhm. Und auch offensichtlich und jetzt glaube nicht mit mega viel krassen anderen Ebenen. Es ist, glaube wirklich einfach. Ist halt, glaube auch wieder einer, der viel mehr vor Bildsprache lebt. Mhm. Oder er muss sehr fest vor Bildsprache lebt. Viel Ja. mehr. Finde ich jetzt gerade schwierig in Relation zu setzen. Aber es ist auch ein nices Element für einen Liebessong. Mhm. Ja, und Ja, ich ich habe wie finde das Bilder Gefühl, schon voll schön. Ja. ich habe wie das Gefühl, weißt du, so, wenn der Beat von sich aus schon so krass ist, dann musst du auch nicht 3 Meta-Ebenen lyrisch einsetzen. So. Ja. Dann Ja. kannst du es auch so lassen. Also, vielleicht, weißt du, so, er würde uns jetzt vielleicht roasten und sagen, hey, ja, aber das hat dort noch eine Meta-Ebene. Ja, Weißt du? sowieso. Also eben, du findest ja, das haben wir jetzt auch schon ein paar Folgen gesagt, du findest ja, es ist immer alles interpretiert und auf Mhm. einem Mhm. selber bezogen und so, du Mhm. findest ja nie den wahren Sinn hinter einem Text. Aber das ist ja krass das Geile. Ja, Weißt du, voll. so, können wir gut philosophisch werden? Gibt es überhaupt einen wahren Sinn in einem Text? So? Du kannst höchstens den Sinn vom Interpret als wahren Sinn sehen, aber ja. der Song wird selbstständig von denen, die du rausgibst. Eben, Du wirst missverstanden von der ersten Sekunde an, wo du die Song rausgibst. safe. Aber das Ja, ist ja wie das Schöne Und daran. kannst du überhaupt irgendwie, also einerseits kannst du dir überhaupt sicher sein, dass du es richtig ausdrückst oder dass du es perfekt ausdrückst? Ja. Oder gibt es überhaupt eine perfekte Ausdrucksweise? Ja. Oder kannst du einen Schritt weiter zurück, kannst du überhaupt sicher sein, dass du dich selber richtig verstanden hast? Ja, voll. So. Oder willst du das? Weißt du, ich finde es auch schön, dort einfach als Interpret einfach Spielraum zu lassen. Ja. Und etwas bewusst offen zu schreiben, für so, ja, die einen hören irgendwie ultra politische Message und die anderen hören irgendwie das Herz, das bricht. Drin. Ja. Aber es ist wie, es ist halt eine Aussage. So. Mhm. Voll. Finde ich schon nice. Ja, ich habe auch das Gefühl, der Song lässt die Interpretationsfreiheit halt Mhm. einfach zu. Ich glaube, mega viele Leute haben wahrscheinlich das Gefühl, ja, das ist so vorwärtstreibend und so. Mhm. Und andere haben das Gefühl, das ist mega traurig oder weiß ich was. Jetzt geht der. Ja, also jetzt nicht, weil er ruhig ist, aber vielleicht mehr so irgendwie harmonisch oder so. Weil es hat ja, und das finde ich auch krass, auf musikalischer Ebene, es hat ja so langgezogene Noten, oder? Ja. Vor allem mit der Hook und nachher wieder so mega kürzes Zeug mit so die Bluetooth-Box pumpt Vivaldi. Und irgendwie den Kontrast zu haben, oder aber auch den Kontrast von es treibt vorwärts und dann hast du irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, ob es der Pre-Chorus ist, wo er wieder ruhiger ist, aber es ist gleich ein roter Faden, der immer durchgeht und du verlierst ihn nie in den Song. Und ja, einfach geile Beat. Der Rotfaden, wie auch beim Album, eigentlich grundsätzlich sich durchzieht. Bis auf das Outro. Nein. Speaking of the Outro. Ja. Das wäre dann eben der besagte Trance-Remix von Mauern. Richtig. Ganz schlimm. Also ich habe mir aufgeschrieben, ich habe mir dazu aufgeschrieben, was soll man da noch sagen? So, es ist, Also ich finde es witzig und unterhaltsam, aber es ist jetzt nicht, was ich mir anhören würde, offensichtlich. So. Nein, logisch nicht. Also ich würde es nicht unironisch hören. Ja, voll. Aber ich finde es, da können wir vielleicht auch so ein bisschen philosophisch werden. Ich finde es manchmal auch witzig, Musik ironisch zu hören. Und so in eine Rolle hineinzuschlüpfen von einer Person, die die Musik würde gerne hören, aber es eigentlich nicht tut. Und dann so ein bisschen mit der eigenen Identität spielen. Sehe ich, aber fällt mir glaube ich nicht gleich leicht. Also, Also ich kann nicht sagen, dass es mir leicht fällt. aber du machst es gern. Manchmal. Es ist manchmal so ein bisschen irgendwie auch ein Instrument, um sich ein bisschen selbstironische Distanz zu gewinnen. Vielleicht. Ich bin mega am Studieren, was ich halb ironisch höre.
zum Teil sicher KZ. Ja, so legitim. darfst du nicht ernst nehmen. So. Wenn KZ ernst hörst, hast du ein Problem. Wobei zum Teil einzelne Lines ja schon auch gut sein. So. Ja, aber du musst das ist einfach, sonst schon sehr problematisch. Du darfst es einfach nicht hören im Sinn von alles, was sie sagen, ist bare Münze. Also, Ja, du ja. musst wissen, wer sie sind und was dahinter steht. Genau, du musst so die Meta-Ebene verstehen, Ja. sonst hast du das Gefühl, es sei, ich weiß auch nicht, was für Psychos. Aber ich habe mich darum jetzt auch so gefragt, höre ich den Schlager so halb ironisch Nein, manchmal, nicht aber mal eigentlich betrunken. nicht. Auch nicht. Nein, mache ich auch nicht. Aber ja. Aber haben wir mal gemacht, wir sind haben das Autofestival veranstaltet. Und dort sind wir Schwierig. schlussendlich wirklich Schlager hören, respektive wir hatten noch Tickets gehabt und sind dann hinterher gefahren. Und das haben wir schon relativ ironisch gehört. So. Ja. Aber es ist dann halt schon Warst auch... du trotzdem problematisch gewesen? Ja, logisch ist es problematisch. Aber so ein bisschen... Und es hat wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Schmerzgrenze. Irgendwo. Aber ich finde es einfach auch verdammt witzig, dass sie es nicht draufgepackt haben. Und nicht nur, dass sie nicht draufgepackt haben, dass es das letzte Song ist. So, dass die Platte mit einem abschließt. Ja. Und das ist vielleicht auch wieder eine selbstironische Distanz, ich weiß nicht. Aber ich finde es wie taktisch schon geschickt, weil der ist ja nicht im Weg. Ja, der ist wirklich nicht im Weg. Für Leute wie Matteo bleibt es dann so ein Album, das man durchlassen kann und ja, da kommt noch der letzte Song, Dann den kann muss ich ich nicht mehr auch, hören. ja, So, ja. So wie vorher. Wie beim Monive Album vorher, genau. Hast du trotzdem einen Lieblingsline? Ja. Mühe gemacht, überall eine Lieblingsline. Du weißt, ich bin ein Konzeptmensch. Wenn ich über Lieblingslines mache, dann überall. Ja, schwierig, es hat etwa 4 Lines. Das Lied. Aber ich finde tatsächlich, wenn ich etwas abgewinnen kann, dann eine Aussage, das sind nur Mauern statt einem Haus. Gleich irgendwie noch so ein bisschen deep. Weißt du, so, irgendwie, es ist gekoppelt an die vorherige Aussage, gesagt, gang mal raus. Du solltest mal rausgehen oder du solltest doch schon lange mal wieder raus oder irgend so etwas. Nehmt mich nicht beim Wort. Ja. Aber und er in meinem Kopf hat es, oder ich habe so interpretiert, dann gehst du raus und dann stellst du fest, dass ich nur Mauern anstatt ein Haus. Aber man kann es jetzt auch ganz anders hören, im Sinne von, er ist drinnen und es kommt irgendwie nicht vor wie ein Haus, das ihn schützt, sondern eben wie einfach Mauern, die ihn einsperren. Oder so. Also, Ich kann dir auch sagen, was seine Bedeutung ist. erzähl mir Zumindest so, wie weil er es du im den Mauern-Song kennst. Genau, so wie Ja. er es zumindest im Podcast erzählt hat. Ich glaube, er hat mit dem Album angefangen oder den Song geschrieben und ist dann mit diversen Produzenten und so zusammengehockt und hat voll am Anfang das Gefühl gehabt, okay, der Song ist so im Sinn von, der Song und das, was ich gemacht habe, ist der Shit so im Sinn von, hey, das ist im Fall ein Haus, das ist fertig so. Und hast du erst, Vom einzelnen Song. ja, und Ja. hat erst dann gemerkt, so, wo er mit anderen Leuten noch das angeschaut hat und so eine andere Perspektive drauf gehabt hat, so, okay, es ist noch nicht ein fertiges Haus, es sind erst auf Mauern. Und es gibt ja auch die Line im Originalsong von wegen, und auch bei leichtem Regen wirst du vielleicht verstehen, dass das Dach fehlt zu deinem Haus oder so etwas. Wenn es halt regnet. Ja. However, das ist so, ja. Also, aber der ist eigentlich auf einen Songwriting-Prozess bezogen von einem Song. Oder zumindest ein bisschen, also so, Ja. wie er es Ja. erzählt hat im Podcast. Weil eben, das könntest du ja jetzt so wirklich auf ein Haus oder auf Eben, das- irgendwelche ja, anderen voll. Lebensbereiche beziehen. So. Mega, das ist ja. ja wie auch wieder so das Spannende, so das Multifunktionale, was Songs oder Lyrics mit sich bringen. Ja. Weil ich habe wie das Gefühl, du 100 Leute in einen Raum und zeigen einen Song und sagen dann, sie sollen aufschreiben, was der Song für sie hat bedeutet. Du hast 50 Mal mindestens eine andere Erklärung. Oder einmal Ja. so unterschiedlich wie Leute sind, hören sie Songs. Total. Sehr gut. Wir sind durch mit den Songs. Wir sind durch. Ich würde sagen, es ist Zeit für ein kurzes Fazit. Mhm. Wer möchte anfangen? Das ist Fazit. Ich nicht. Der Elia möchte anfangen. Ja. Ich habe wie gesagt, das alte Album schon sehr nice gefunden. Ich finde das Refill mega cool. Ich finde Features nice, wo drauf gekommen sind, auch wenn ich nicht alle kenne oder nicht kennt habe bis zu dem Punkt. Und ja, ich finde irgendwie auch die Freiheit, wo irgendwie das neue Album hat, wo man ihm glaube ich ein bisschen anmerkt, finde ich kommt gut da drin. Und ja, also ich kann nicht gross etwas aussetzen eigentlich. So, ist angenehm gewesen zum Hören, hat Spass gemacht. Ich schließe mit dem sonst gerne an. Ich finde, wie das Album und grundsätzlich der Mackes wie zweifellos sehr, sehr, sehr interessanter Künstler und eben auch sehr ein interessantes Album.
muss oder müsste ihn wahrscheinlich einfach noch ein bisschen regelmässiger hören, für ihn so richtig zu fühlen. Ja, ich Also- weiss, ich habe dir immer so Songs geschickt, hey, das ist voll geil, das ist einfach der Shit. Und du so, ja, das ist voll okay. So. Aber Ja, ich glaube, du brauchst schon ein bisschen, ja, man braucht so ein bisschen entweder zum- muss ich mich ein bisschen an ihn gewöhnen, oder dann ist es halt wie wirklich so, zum Teil ist es vielleicht für mich so ein bisschen zu experimentell. Also weißt du, so, ich habe wie das Gefühl, ich bin eher so, aber gerade musikalisch eher viel einfacher gestrickt, so, als was er aus den Songs zum Teil rausholt. Und ich fände er so zum Teil, ja, mach doch echt, du hast jetzt irgendwie 3 Beat-Changes oder 2 Beat-Changes drin, mach doch echt 3 Songs daraus, die halt dann vielleicht nur 1,5 Minuten gehen, aber dafür finde ich diesen Song dann richtig stark und die anderen 2 würde ich eher nicht hören. Aber also erst so, grundsätzlich finde ich es ein mega gutes Album und eben auch eins, und das ist im Deutschrap immer schon sehr hoch anzurechnen, wenn es ein Album ist, wo die Texte zu Gedanken anregen. Ist ja wirklich, also mindestens bei mir, nicht Usus, wenn ich Deutschrap höre. Und darum, nein, sehr spannendes und cooles Album. Meckes sowieso, ich glaube, ich tue den ein bisschen underraten. Weißt du, so, ich habe auch Songs. Wo ich habe gesagt so, da habe ich ein anderes Original, wo er so sagt, dein Spiegel findet dich nicht attraktiv. Das habe ich so gehört, so beim Album nochmal durchlassen und so gemerkt, wow, ich finde den in meinem Original ja richtig gut. Und ich habe den wirklich auf Repeat gelassen. Aber nicht gewusst, dass es Meckes ist. So. Und darum, vielleicht tue ich ihn ein bisschen underraten. Maybe. Du nicht, oder? Ich weiß auch nicht, ich muss aber sagen, ich habe Max schon auch nicht seit eh und je auf dem Schirm. Also schon auch seit frühen Alben, aber wirklich dann nur sporadisch und so mit jedem Album-Release fand ich es noch ein bisschen geiler finden, weil ich es auch musikalisch immer besser finde. Grundsätzlich, aber verstehe dann durch die neuen Sachen auch die älteren Sachen wieder besser verstehen irgendwie. Und je mehr, dass dich mit einem Künstler oder einer Künstlerin befasst, desto näher, desto mehr, ich weiß auch nicht, eben fast auf einer Meta-Ebene das irgendwie noch anfangen zu verstehen. Wie gesagt, Pool ist sowieso mit recht viel Abstand mein Lieblingsalbum letztes Jahr gewesen. Und ich finde das neue Album einfach sehr unterhaltsam, weil es recht sehr gute Features drauf hat mit Leuten, die ich sonst auch sehr nice finde, so aus dieser Deutschrap-Bubble raus. Und finde es darum, ja, also ich würde es nicht besser oder schlechter als das normale Pool sagen, aber anders, aber auf jeden Fall mega unterhaltsam irgendwie, weil es noch so einen Twist reinbringt zum Teil. Und ja, mir hat es Spass gemacht, zum Schluss. Oh, cool. Okay, cool. Ich habe nicht gewusst, ob man nochmal darf. Weil ich Du weiss, darfst was du noch. meinst. Ja, So, auf jeden weißt, so, es ist halt einfach künstlerisch. Also ich glaube, das trifft es gut. So. Er macht einfach ein mega kreatives Zeug. Und dort ist es eben für mich, für einen eher einfach gestrickten Hörer, vielleicht manchmal so ein bisschen zu, boah, du forderst mich jetzt zu fest raus auf diesem Song, musikalisch. Lyrisch nicht. Ja, Weil nein. lyrisch lasse ich andere Shit, wo Ja, mich ja. hart herausfordert, so, aber musikalisch. Ich glaube, es ist schon nicht so Sound, wo du jemandem kannst zum ersten Mal zeigen, der gar keinen Bezug dazu hat und der findet es beim ersten Mal geil. Glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, eben auch die kleinen Details und so, die habe ich jetzt, also auch beim Pool-Album allgemein so, eben kleine Details mit so, da ist ein Beat etwas noch ein bisschen im Hintergrund, wo Bezug nimmt auf den Text und eben das mit dem Trio-Sample und das aha kommt von dort her und so. Die kleinen Spielereien finde ich einfach echt geil und eben mit den Videos zusammen, so das Gesamtpaket fasziniert mich einfach mega, weil ich es brutalst kreativ finde. So. Ich glaube, das ist so der Aspekt, wo ich finde, das ist brutal krass. Und eben gleich hat es wie einzelne Songs, die es schaffen, zu überzeugen, wo wir auch alle drei uns einig sind, das ist der Beste oder das ist der radiotauglichste oder so. Ja, also, genau. Er weiss sein Handwerk, er hat es gelernt. Über Jahre und über 12 Alben, oder wie viel sind es gesehen? Ja, aber die du irgendwie vorher erwähnt hast mit der Analogie, ich glaube, das sind schon so die aktuellsten und auch wichtigsten bezüglich dem Einfluss auf seine jetzige Musik. Das kann sein, ja. Voll. Ich würde sagen, it's a rap. Mhm. Cool.
merci vielmals, Marc. Bist du dabei gewesen Vielen und Dank, hast den Weg von Bern da gefunden, Sehr extra. gern, sehr Wir gern. könnten ja auch vielleicht mal Leute aus der Innerschweiz einladen, aber es wäre jetzt einfach. Nein, hat mega viel Spass gemacht. Merci vielmals. Merci euch für die Einladung. Gerne. Merci vielmals fürs Einschalten. Schaut doch auf viral.org vorbei. Da gibt es noch ganz viele andere Sachen, die nichts mit Musik und nichts mit Podcasts zu tun haben. Aber ganz viele andere Illustrationen und Kunst und Videobeiträge und alles mit ganz, ganz viel Liebe gemacht. Es lohnt sich auf jeden Fall. Schreibt uns euer Feedback in die Kommentare oder auf Instagram. Abonniert die Glocke. Glocke Habe ich etwas vergessen? Ich glaube es nicht. Und sonst kommt es im Outro nochmal. Genau. Alles verlinkt, auch Musik von Marc. Hört mal rein, es lohnt sich. Voll. Merci fürs Einschalten. Bis hoffentlich in 2 Wochen wieder. Genau. Bis dann. Sieht sich. Ciao, ciao. Alles gut. Tschüss.